Bonjour bei CSV TV. Die CSV-Fraktion hat am Montag auf eine Pressekonferenz invitiert, für die politische Rundrede zu kommentieren. Der CSV-Fraktionschef Claude Wissler stellt die letzte Zeit einen Paradigmenwechsel bei der Regierung fest. Aus einem Budgetziel von plus 0,5% geht ein Minus als normal konsideriert. An der Finanzminister, der sieht, die Schuldenspirale wie gebracht. Auch da stellen wir fest, dass wir 2012 11 Milliarden Schulden hatten, dass wir an den Prävisionen vom Budgetminister selber der 2019 15,34 werden. Das heißt, eine Augmentation von 40% von den Schulden an dieser Legislaturperiode. 40%, das ist nicht nichts, das ist hauptsächlich Schulden, die gemerkt in einer Zeit, wo wir 4 bis 5% Croissance haben. Damit halten wir die europäischen Zielsetzungen an, sagt der Finanzminister. Das stimmt, sagt Claude Wissler, aber just weil die Regierung hier Ziele noch innen angepasst hat, aber wir müssen bis 2016 zu 1,2 Millionen Leute am Land sein. Wir haben also ganz einfach als Zielsetzungen geändert. Am dafür entsprechen wir. Hätte man nach die Zielsetzungen, da wäre eine Steuerreform, so wie sie geplant ist, nicht möglich, weil die als innert die Zielsetzungen am Staatsbudget an den nächsten Jahren wird feiern. Deutlich mehr verspricht die PDSD an einem depliant Briefboten. Das stimmt doch, sagt Claude Wissler. Deutlich mehr für verschiedene Leute, die sich gut stehen. Ein Koppel, die 9.500 € verdient, den Monat. Die 2 Kinder hat, die ein Haus hat, die nach am Gang ist, einen Bauspurvertrag zu machen, für sich nach ein Haus zu kaufen, die auch am Gang ist, eine solide Zusatzpension sich umzuspuren, die hat effektiv, wenn wir fertig sind, mit der Steuerreform, mit dem Kindergeld, deutlich mehr. Wenn ich aber gucke, eine Familie, die nehmen 3.000 € den Monat gemeinsam verdient, die also deutlich mehr verdient, wie das Beispiel von der DP für drun, die kein Haus hat, die also lohnt, die auch keine Möglichkeit hat, für einen Bauspurvertrag zu machen, für sich ein Haus zu kaufen, weil sie nicht genug verdient, die 3 Kinder hat, und die auch nicht zu genug hat, für sich eine Zusatzpension zu leisten. Wenn ich die Koppel gucke, da stelle ich da fest, dass Steuern an Allokation familialen zu summen, die Reformen, die kommen sind, am Gang sind zu kommen, so ein Koppel 270 € den Monat Mann hat. Die Reform vom Congé parental kann doch nicht jedem zu gut. Zum Beispiel kriegen die Leute, die nicht geschafft haben, eher sie erkannt werden, nicht. Und da gibt es noch andere Fälle, die mich schlecht wegkommen. Zum Beispiel die Familien, die früher wie die Allokation d'Éducation existiert hat, als sich profitiert tun von dem sozialen Komplement an der Allokation d'Éducation. Das heißt, dass ich die koppeln, die früher 3-mal oder Männer wie 3-mal das Salär Social Minimum verdient haben, wenn sie gekannt hätten, Männer wie 4-mal, wenn sie 2 Kinder hätten, Männer wie 5-mal, wenn sie 3 Kinder hätten, an die an der Allokation d'Éducation während 2 Jahren 500 € den Monat beikriegt haben, auch wenn sie weitergefahren sind mit Schaffen, allen 2. Einfach aus sozialen Gründen. Das ist mit dem Aufschaffen von der Allokation d'Éducation weggefallen. Wir haben immer verstanden, dass der Congé parental, die neue Form vom Congé parental, das werde weggefallen ist, an der Allokation d'Éducation gegen kompensieren. Wir stellen nur fest, dass das nicht der Fall ist, dass die Koppeln, die also früher von dem sozialen Komplement von der Allokation d'Éducation beneficiert tun, heute mit dem neuen Congé parental nicht kriegen, wenn sie zu 2 weiter schaffen gehen, weil sie müssen eventuell zu 2 weiter schaffen gehen. Die gehen eitel aus, wir fanden das nicht sozial gerecht. Verwundert als den CSV-Fraktionschef dann über die Haltung von den Geringen, wenn über den 1,2 Millionen Einwohnerstaat jetzt geht. Weil genau das da ist ja ein Wachstumsmodell, wo die Geringpartei seit Jahren, seit Jahrzehnten als sieht, dass es nicht verträglich ist, dass es nicht nachhaltig ist und dass es langfristig nicht sinnvoll ist, so ein Wachstumsmodell nachzugehen. Ich verstehe also nicht, wieso die Grüne-Fraktion an der Regierung kann akzeptieren,
dat der Brüssel so ein Wachstumsmodell geschickt wird, wie die Geringfraktion kommt d'accord sinn mat eng Objektiv am moyen Term vom Budget von minus 0,5%. Das widerspricht auf jeden Fall alles dem, was an den letzten Jahrzehnten gesot hat. Die Grengministerin behaupten noch, es gebe lo méi wie früher an den öffentlichen Transport investiert gin am Vergleich mam Individualtransport. Ich will aber just denke Zahlen nennen. Die Realität sind 2009, und das könnt ihr alle an der Budget noch gucken. Du hast an der Fonds der Route 102 Millionen gestartet, an der Fonds du Rail 311 Millionen. 2009 25% von den Investissementsfonds an den Fonds der Route, 75% an den Fonds du Rail. Wenn ich heute gucke, sind es nicht mehr 65%, die an den Fonds du Rail Matram gestartet gehen, 35% an der Fonds der Route. Just für rechte Sohn, wo weiteren Paradigmenwechsel wir schwätzen. Es sind alles wieder, die just einfach können gebraucht werden, wenn man den Zahlen nur guckt. Da stimmen sie nicht so. Den Deputierten an CSV-Parteipräsident Marc Spautz hat sich nach mehr Diskussionen mit den Sozialpartnern gewünscht, ihr den Mindestlohn an Pensionen auf den 1. Januar an die Glut gesagt gehen. Tot plus, wo wir ja eine Steuerreform haben, die 400 Jahre steht, doch wenn sie als grundlegende Steuerreform am Anfang Google können, die war. Ich meine, das ist noch immer die letzte gewesen, die von 1991, weil hier sind eine Adaptationen. Ob ich dann noch nicht da hätte, etwas können machen für die Leute, die Mindestlohn bezahlen. Wenn ich nämlich zum Beispiel gesagt hätte, den Abgangssteuersatz spielt mich spät, und noch da noch zwischen den Tranchen, wo du bei 8% als respektiv bei 9%, die fängt mir spät an. Weil bei den Mindestlohnbezahlern ist so etwas mal klar. Wenn die mehr Kaufkraft haben, die drohen die auch an die Ökonomie. Die gehen sie natürlich für an einer Sache Spekulation zu betreiben, weil die brauchen sie dann für ihre Lebensstandard können nach Lut zu setzen. Dann hat man gleichzeitig etwas gemacht für die Leute, die Mindestlohn kriegen. Wir hatten Betriebe nicht zusätzlich belastet, die für allem die Betriebe sind, die noch Arbeitsplätze hier am Land schaffen, zusammen mit denen aus dem Finanzsektor sind die Kleinbetriebe, die Arbeitsplätze schaffen, die den Betrieben nicht zusätzlich belastet, die nicht fertig wird, dass Mindestlohnbezieher mehr eine große Kaufkraft tun. Eng Party Frohen stellen sich für den CSV-Parteipräsident auch nach, wann die Allokation familial lo sollen und Lohnentwicklung an den Index angepasst gehen. Was geschieht alle gut mit den Allokationen, die am alten System sind und die am neuen System sind? Wenn das Gesetz liest, stellt er fest, dass du Fonds allgemein formuliert gesehen von der Regierung, mit nicht heißt, wie es mit den Leuten, die am alten Regime sind, wie es mit den Leuten, die am neuen Regime sind, was bedeutet das, wenn Gratuität von den Scheckservice kommt, was bedeutet das, wenn die Gratuität erhalten wird, wo gehen dann die Moyenne gerechnet, ob was gehen die Leistungen berechnet, alles das sind Punkte, die nicht klar sind, und das wird sich alles so nach 4. und 3. Dezember, wann das ja soll, ob den 1. Januar angefordert gehen, werden die Diskussionen sich feiern, weil es nämlich nicht klar ist. Alle Regime, neue Regime am Kannergeld, wie sind die jeweiligen Anpassungen, neue Regime, ein künftiges Regime, wer Checkservice nur belangt, wie das alles mit berücksichtigt wird, für den Kostenpunkt auszurechnen, wird das ja festgehalten gehen, dass auf dem Gesamtkostenpunkt, den der Staat daran investiert, dass du die Maßnahmen platziert gehen, mit das aber nicht festgehalten gehen, wie es mit altem Kannergeld, wie es mit neuem Kannergeld, dass das alles nicht berücksichtigt gehen, dass das die Sachen, die für uns unklar sind. Und der Menge mehr, dass nach 4. und 3. Dezember muss Klarheit kommen. Und da wird Marc Spautz auch nach mit Ungeduld auf der RMG gesetzt.